Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. So, da reden wir nochmal mit dir, die Inka-Königin. Ihr seid am Leben, gut. Sicher wisst ihr schon, dass ich's bin, die seit langer Zeit die Windstatue beschützt. Es ist die Statue, die euch die Götter als Belohnung geben. Sie ist in der Juwele-Schatulle im Lager unter uns, seht selber noch. Habe ich schon? Ja, habe ich doch schon. Ich habe das Ding doch schon bereits in meinem Besitz. Ja, wir können halt nochmal runtergehen, wenn du jetzt unbedingt so Bock drauf hast. So. Und ja, da waren wir aber schon. Haben wir schon rausgeholt, ne? Ja, mystische Statue. Haben wir schon? Dann sollte ich zum Krähennest gehen, haben sie gesagt. Gehen zum Krähennest, haben sie gesagt. Dort siehst du alles, haben sie gesagt. Naja, wir werden ja sehen, was wir da finden. Dann gehen wir dann mal zu ihr. Vielleicht hat sie was Neues parat. Nö, anscheinend nicht. Okay, dann gehen wir zum Krähennest. Wir haben ja noch ein paar andere Quests hier gekriegt. So, da ist ja der Bu jetzt auch fort. Siehst, wir können hochgehen. Und können wir selber gucken, was hier aber abgeht. Also, hoch mit uns. Und da ist einer. Kleiner König, guckt das Schiff aus der Höhle raus. Ach ja, wie schön. Und hoppla hopp. Noch Ewigkeiten von der Dunkelheit ist das Licht wieder der Beginn von einem neuen Leben. Wie nur sind die Tyrannen auf die Idee gekommen, so schön die Welt zu zerstören. Okay, ja, das freue ich mich als auch. Aber wir haben ja Gelenke aus Metall, von daher kriegen wir sowas auch hier. Ja, die erzählen immer noch dasselbe. Okay, gut, die scheinen immer noch dasselbe zu erzählen. Dann sollte man vielleicht mal mit der Königin schwätzen nochmal. Was ist mit ihr? Ja, okay. Gut, na dann gehen wir doch mal eine Runde Penner, oder? So, legen wir uns mal eine Runde hier. Ein tiefer Schlummer hat mich übermannt und hat mich in einen Traum entführt. Sieht auch sehr gemütlich aus hier auf deiner Holzbohle. Und im Traum sind wir anscheinend wieder in unserem Haus und finden leider rote Kristalle hier drin, rote Juwele. Und da ist wohl seine Mutter. Mama. Shira heißt sie, okay. Guckt zum Himmel und bewundert der Komet. Doch alterne Jahr nähert sich jetzt der Komet der Erde und verschwindet dann wieder. Ein paar Leute sagen, es ist ein guter Stern. Andere retten von der Apokalypse. Will, was Menschen du? Nach dem, was ich so gehört habe, ne? So sei's denn. Lass uns hoffen, dass der Stern uns verschont. Will, ich wär immer über dich wacher. Also nach allem, was man so mitkriegt, verheißt der Stern bestimmt nichts Gutes. Will, wach doch mal auf. Ach, wir sind anscheinend auf dem Geisterschiff gelandet, so wie es aussieht. Das sieht nämlich nicht besonders lecker aus hier. Du hast dich merkwürdig verhalten, also bin ich dir gefolgt. Ich durchquerte merkwürdiges Dorf. Urteil nicht so früh, ich wurde dort geboren. Das ist aber merkwürdig, das ist doch unsichtbar. Will, das nächste Mal gehst du nicht, ohne uns vorher zu informieren. Freunde müssen noch zusammenhalten, in gute und in schlechte Zeiten. Ja, das ist die Stätte der Inka. Ja, das würde ich auch sagen, wenn ich das Skelett so sehe, ne? Der alte Mann im Dorf hat uns gesagt, wo du zu finden bist. Er hat prophezeit, dass du allein auf dem Meer treiben tätst. Da habt ihr mich dann gefunden. Das ist bewundernswert. Ja, das ist die Stätte der Inka. Oh, die Königin sieht aber auch ganz toll aus hier als Skelett. Und die Kammerdienerin ist immer noch hier kaputt. Was ist da mit dir, Mädel? Die Inka-Königin schläft in einem ruhigen Schlaf. Aber ja, an ihrer knorrigen, verrotteten Hand befindet sich ein goldener Ring. Der Ring muss in so eine Relikte sein, die auf das Schiff gebracht worden sind. Der Ring ist das wertvollste von allen Relikte. Schon viele haben ihr Leben gelassen, um den Ring zu finden, sie haben der Reichtum gesucht. Ich muss ihn unbedingt haben, er ist so schön, ich muss. Schämst du dich nicht? Denk doch mal an den Fluch. Ups. Was? Ja, jetzt habe ich draußen mit den Leuten in mir gerät, so ein Mist. Ja, trotzdem der Ring, vielleicht mitnehmen. Was? Das könnte Rivers ein Seeungeheuer gewesen sein. In dem Bereich vom Ozean gibt's Fische, die gefährlicher als Haie sind. Oh, das klingt aber nicht so toll. Das klingt echt nicht toll. Ist alles in Ordnung mit dir? Das habe ich leider wirklich so schnell weggedrückt.
Das ist Seth. Es kommt vom Overdeck. Okay. Und dann Seth ist anscheinend wirklich von Bord gegangen. Sag schon, was ist mit Seth passiert? Es ist doch irgendwas passiert. Das ist Seth. Der riesige teuflische Fisch hat das Schiff gerammt. Und der Seth ist dabei ins Wasser geplumpst. Er ist von der Bestie verschluckt worden. Was war das? Das klingt nicht besonders erbauend hier. Du, gucken nur, die Bestie ist zurückgekehrt, die wird uns alle noch fressen. Jetzt hör doch mal auf zu kreien und halt dich fest, du gehst doch schon über Bord. Es sieht wohl so aus, als würden wir alle von Bord gehen und das Schiff schaukelt gewaltig. Oh je. Stimmt jetzt, genau, jetzt kam die Episode hier. Tja, wir sind auf ein Stückel Treibholz mit Clara gelandet. Es ist furchtbar, mir schon die einzigste Überlebende zu sein. Bist du in Ordnung? Ja, es geht wieder. Der holst dich schnell wie der Schwanz von einer Echse. Ja, danke für den Vergleich. Ich habe davor gehört, wie es ist, Schiffbruch zu erleiden, doch in Wirklichkeit ist es noch fataler. Das Unglück sucht immer die falsche heim. Naja, vielleicht lernst du ja so ein bisschen Demut, mein Lievi. Ich bin nicht ausgerüstet, okay. Dann rüsten wir uns auch mit der Melodie des Windes aus. Vielleicht treibt's uns weg. Ja, doch nichts geschieht. Sei mal nicht böse. Denk einfach nicht an die Zukunft. Genieß die Meeresidylle. Ich hab Hunger. Gut, dass ich im Schloss die Jagdkeule mitgenommen hab. Ja, die Jagdkeule könnte man jetzt durchaus ausrüsten. Für so eine Gelegenheit ist es wohl gedacht. Wir haben ein bisschen was vom Fleisch abgebissen. Das war das Beste, was wir jemals gehabt haben. Meeresidylle, Tag 2. Und was ist mit dir? Wunderschön, ich könnte mein Leben hier verbringen. Sag sowas nicht. Was machst du, das arme Geschöpf? Ja, wir brauchen was zu essen, Mädel. Es tut mir ja auch leid, aber wenn du am Verrecke bist, dann isst alles. Ja, die kennt ihr Leben hier verbringen und ich hab Hunger und will Fische essen. Wir sehen auch auf links übrigens, dass unser Lebensartzeiger immer geringer wird. Naja. Irgendwann wird ihr auch mal der kleine Hunger kommen. Tja. Noch ist es Meeresidylle. Das wird sich dann auch sehr schnell bei der Titel ändern. Ja, als noch. Wir haben hier sonst nichts mehr, ne? Ah ja. Die Zeit vergeht so langsam. Was kann man noch machen? Wie versteinert hat Kara auf die Fische geglotzt. Die Hoffnung ist geschwunden. Ich bin ruhelos auf dem Floß hier und her gewandert. Oft habe ich versucht, mit ihr zu sprechen. Die Minute hat mir wie Ewigkeit erschienen. Ich hab's Rad der Zeit richtig ticke gehört. Nur noch 2 Lebensenergiebalken. Leben, Meeresromantik, Tag 4. Ich habe Vorahnung, man wird uns bald finden. Was meinst du? Ja, ich bin nur eher weniger optimistisch als du. Hier, da schwimmt er bis im Wasser. Will haben. Wo ist es dann? Da schwimmt ein Topf, tatsächlich. Gucken wir doch gleich im Morei. Und wir finden, die Flasche enthält einen Brief. Der Inhalt liest sich wie folgt. Fremder, der du die Zeile liest, errette uns, denn wir sind Gefangene auf dem Schiff und sollen als Sklave verkauft werden. Erbarme dich unser. Das klingt aber nicht gerade so toll. Meine Vision bestätigt sich. Du hast gesagt, wir werden gerettet. Aber ich bin kurz davor zu verhungern. Mein Magen schreit noch etwas Essbarem. Wenn du Fische essen tätst, bräuchst du auch nicht zu hungern. Nie könnte ich im lebenden Wesen selbiges rauben. Nee, hast ja vorhin die Jagdkeule gegessen. Du willst uns also lieber sterben sehen. Roher Fisch ist nicht gut für mein Teint. Außerdem könnte ich den Schmerz nicht ertragen. Denn der Fisch spürt, wenn wir ihn töten. Also ganz im Ernst, wenn du wochenlang auf dem Meer rumtreibst, dann kriegst du so eine ordentliche Proletekruste gebacken. Das hat dann nichts mehr mit Tat zu tun. Du dir keinen Zwang, ihn zu essen. Ich werde es jedenfalls nicht machen. Naja, ich möchte überleben eigentlich. Okay, jetzt ist er still. Kara hat den ganzen Tag nichts gesagt. So sind eben die Frauen. Bestrafung durch Schweigen, selber schon erlebt, ja. Meeresträume, Tag 7, jetzt haben wir nur noch einen halben Lebensbalken.
Seit einer Woche treiben wir jetzt auf hoher See. Mein Mut sinkt. Das Ende von der Fahnerstange war erreicht. Wenn wir jetzt nichts essen täten, dann täten wir sterben. Was ist mit dir? Ihr sagt immer noch nichts. Gut. So, dann haben wir geknuspert und jetzt wieder die Hälfte, haben jetzt wieder einen halben Lebensball gekriegt. Dasselbe hier. Ja, ich jetzt sagen, wir petzen uns mal die Fische hier rein, bis wir wieder vollends dabei sind. Dann sind wir ja auch wieder gesättigt. Tut man halt wegen der Fisch auch durchaus leid. Aber wenn ich die Möglichkeit habe zu überleben, nehme ich die Chance wahr. So ist halt das Leben. Einer ist durchgekommen, der hat Glück gehabt, der auch. Und ja. So. Nur noch einer, dann war's das auch. So, gut. Mehr als ein halber geht und nehme bei dem letzten. Will, es tut mir leid, dass ich gestern so war. Ich will versuchen, den Fisch zu essen. Ich ziehe den Ekel im Tod vor. Das hier sind widere Umstände. Wir müssen jede Chance nutzen, um zu überleben. Motto hier auf einmal. Ich will uns einen schönen großen Fisch fangen. Ja, ne? Da, bitte. Petzen da rein. Will, tut mir leid, dass ich... Ja, immer noch dasselbe. Komm, der Hunger treibt's rein, der Ekel drückt's runter und der Geiz behalt's drin. Das kriegen wir schon hier. Ja, na, dann ist ihn doch auch. Endlich konnte ich sie dazu bringen, den Fisch zu essen. Will fühlte plötzlich mehr für Kara. Es war Liebe. Naja, ist er nicht. Meeresalbträume, Tag 12. Wie wunderschön die Sterne leuchten. Gern werde ich sie berühren. Gern werde ich dich berühren. Wenn ich könnte, werde ich dir einer von deinen Sternen schenken. Siehst du der rote Stern im Sternebild? Cygnus, Cygnus, wie auch immer. Ja, er leuchtet rot wie Feuer. Ich weiß, wie wir den Abend noch unvergesslicher machen können. Lass uns einen Wunsch aussprechen. Der Stern werden erfüllen. Ihr seht ihn vielleicht auch, der rote Stern. Ich wünsche mir eine Nacht mit einer wirklich wundervollen Frau. Ja, das vertiefen wir mal nicht weiter. Meeresschicksale, Tag 18. Jetzt sind wir schon seit fast 3 Wochen auf See. Dein Haar sind länger war, du siehst wild aus. Sie gefällt mir immer besser, ihr arrogantes Gewicher. Sie hat sich geändert. Sie ist jetzt viel natürlicher. Ihr Armut bringt mein Blut in Wallung. Jetzt hol uns der Teufel, guck doch mal. Was ist denn das da im Wasser? Oh, ja, jetzt holt uns wirklich der Teufel. Das sind Haie. Ist es ein Hai? Hier werden zerfetzt und gefressen wäre. Das sieht nicht so gut aus für uns, ja. Definitiv nicht. Geh weg, ich leucht grün. Ich schmeck nicht. Die umkreisen unser Floß, aber sie greifen nicht an. Worauf warten die Bestien nur? Nee, worauf warten die Bestien nur? Entschuldigung, das war ja von ihm. So, komm schon. Und? Ja, wir warten immer noch. Aber bei so Meeresunglücke gibt es nur 2 Formen. Entweder die werden wahnsinnig und schlachten sich gegenseitig ab, oder sie werden ein wunderbares Paar. In dem Fall ist 2. passiert. Sie sind nicht wie wir Menschen. Mein Großvater hat mir erzählt, dass Menschen die einzigste Wesen sind, die auch ohne Grund töten. Was wir also gemacht haben, ist kein normales menschliches Verhalten. Wir haben den Fisch erst gegessen, als wir gehungert haben. Guck doch, sie schwimmen fort. Leb wohl, ihr Haie. Offensichtlich haben sie keinen allzu großen Hunger, die Haie, sonst hätten sie uns wohl gefressen. So, Meerestragödien, Tag 21. Als ich noch im Schloss gewohnt habe ich es geliebt, die Sonnenuntergehen zu sehen. Es war so schön, wie die Sonne auf das Schloss gestrahlt hat. Inzwischen hasse ich die Momente. Wenn die Sonne untergeht, kommt die Dunkelheit. Ich habe schon gefürchtet, die Sonne nie mehr wieder zu sehen. Aber seit du an meiner Seite bist, sehe ich die Sonne wieder jeden Morgen. Selbst Situationen wie die sind mit dir erträglich. Schon lang habe ich dir die gleiche Worte sagen wollen, aber mein Mund hat geschwiegen. Aber meine Gedanken waren dieselbe wie deine. Ups, plötzlich wurde ich ohnmächtig und bin in einen tiefen Schlaf gefallen. Will, was ist denn passiert? Wach wieder auf, Willi. Lass mich denn in der Lee. Tja, so ist es halt.
Ab und zu wird man halt mal ohnmächtig. Das kriegt man halt einen Sonnenstich und so. Aber wir wachen glücklicherweise in einem Bett wieder auf. So, eine fremde Stimme. Motohi, der kommt ja zu sich. Gib mir ein bisschen was zu trinken und Obst, weil, ja, er sieht ein bisschen schwach aus und leitet zwar noch ein Skorbut, aber keine Angst, wir kriegen ihn schon wieder eh. Das hat selbst die Crew von Columbus schon Oh, yes, das erleid. Das hat selbst die Crew von Columbus schon erleben müssen. Im Endstadium färbt sich die Haut vom Betroffenen schwarz. Das Zahnfleisch beginnt zu bluten und der Körper verfault langsam. Ach, halt doch die Gosch, ich kann nicht länger deine Worte lauschen. Jo, Allah, du holdi Maid, meine Lippen mögen schweige. Hab Dank, ihr edler Retter. Yes, das erleid wie pathetisch. Dank nicht mir, am Hund gebührte Lob, der hat euer Floß gefunden. Willi, oh mein Geliebter, wach doch auf. Wir in Land erreicht die Rettung Not. Hier ist das. Ja, Kara, wo bin ich dann? Wir sind im Haus von unserem Retter. Du hast einen sehr unruhigen Schlaf gehabt. Immer und immer wieder hast du im Schlaf gestöhnt. Das sind die südlichen Außenbezirke von Oakton. Phrygia liegt eine Tagesreise von hier im Norden. Wenn du jemand suchst, will ich das in eine große Stadt machen. Hua, alles klar. Ja, der Hund gebührt das Lob. Dann würde ich mir gern sehen, den Hund. Lass uns sofort aufbrechen nach Phrygia. Ich werde mich noch vom Hund verabschieden. Ja, das mache ich dann auch noch. Dem sage ich auch noch mal Dankeschön und Tschüss. Aber vorher, so rotes Juwel, erstmal der Type stehlen. Aber ist ja klar, dass man bei so einem Schiffbruch Skorbut erleidet. Wenn man da kein Obst oder was kriegt, dann passiert sowas sehr schnell. So, da ist da nichts drin. Gebell. Okay, Gebell. So sieht's aus. Aber es sieht wohl auch so aus, als würde der Hansel auf so einem kleinen Vorposte hier leben. Und nicht in einer Stadt. Das ist schon mal ein nice to know. Der Hund hieß Koppelhuf. Ich muss noch lachen wegen dem blöden Namen. Ist das nicht ein treuer Gesell? Los, lass uns gehen. Vielleicht treffen wir ja Lilly, Lance und Erik. So sind sie dann noch Phrygia ausgezogen. Okay, Diamantenküste nennt sich das. Naja, so wohlhabend sieht es jetzt nicht aus, aber alle Haupt, wir müssen einfach nur ein Tag lang geradeaus latschen. Wie ein Schlimmeres erlebt, also Tagesreise. So. Fröhliche Musik in Phrygia. Fantastisch, welch prächtige Stadt. Ich hoffe nur, dass die Bewohner genauso sind. Ja, warten wir mal ab. Da sieht es nämlich ein bisschen düster aus hier. Seid willkommen, Fremde. Wisst ihr schon, wo ihr übernachten? Nee, noch nicht. Wir suchen jemand. Warum beginnt ihr euer Suche nicht hier? Warum nicht? Ich bin ohnehin müde. Einverstanden, Will? Lass uns hier übernachten. Okay, wo geht's dann hier? Ich gehe euch mal kurz noch. Ja, hier scheinen wohl die Blüte durch die Gegend zu fliegen, was ich an sich eigentlich auch ganz coole Animation finde. So, alle hopp, wo sind dann jetzt meine Gäste? Hier ist das Hotel, lass uns ein Zimmer nehmen. Machen wir schon noch, keine Angst. Das kriegen wir hier. Erstmal gucke ich mich ein bisschen hier noch um. Rieche an der wundervolle Blume, die duftet ja herrlich. Wenn ich ja nur rieche, könnt, Mädel. Ich habe doch nur 12% Geruchssinn. Ja, meine Warnung, treib dich in den dunklen Gasse rum. So wie Rose Dorne hat auch die Stadt hier schlechte Seite. Ja, damit sagt sie durchaus sehr weise Worte. Und generell, wo Städte sind, da gibt es auch immer dunkle Seite. Das ist definitiv eine Lektion fürs Leben, was man hier damals den Kindern schon beigebracht hat durch das Spiel. Hier in dem Topf ist nichts. Nö, hier ist gar nichts. Die haben zufällig nicht in ihrer Topfpflanze ihre rote Juwele versteckt, die Leid. Da ist noch einer. Kenn ich dich? Ah, die Juwelier, molto. Ja, dann nimm doch mal meinen hier. 6er haben wir derzeit. Alles klar. Ab 8 gibt's wieder was, da gibt's dann wieder Lebensenergie. Der verzählt da was sowieso immer noch das Gleiche. Jetzt jagen wir dem mal ein Schreckei. Ich bin verschrocken, jemand ist im Dach gestürzt. Was ein trefflicher Sprung. Was bin ich Ihnen für die Vorstellung schuldig? Hier. Patsch, erstmal ordentliche Ohrfeige erwartet. Ordentliche Ohrfeige kriegt. Jeder, wenn er das macht, wenn er wieder in den Keller gesperrt. Ach Gott. Scheint ja wohl ein reizender Haushalt hier zu sein. Ja, das ist der am Fenster steht. Aber es sieht furchtbar aus. Du musst verzeihen. Ja, du hast mir ja auch Ohrfeige schon gegeben. Insofern, ich bin was Schlimmeres gewohnt. Was ist mit euch los? Für unsere Beziehung ist es besser. Ja.
Sich nicht der ganze Tag zu gucken. Ja, deswegen steht er Rücker an Rücker. Interessant. Interessantes Beziehungsmodell, muss ich schon sagen. Was hier wiederum furchtbar aussehen soll, kann ich jetzt nicht gerade behaupten. Ist es nur alles sehr stark mit Pflanze zugesperrt. So, ich hätte aber ganz gerne noch einen Speicherpunkt gefunden, um ehrlich zu sein. Hoch, ich bin nicht ausgerüstet. Ich weiß wieder aus, was hier auf den B-Knopf komme. So, wieder hoch mit uns. Na, was ist denn mit dir, du? Hallo, ich habe mal die Haare blau gefärbt. Der rote Haar sind auch nicht schlecht, aber blau finde ich besser. Was noch? Es ist gerade in Mode. Ja, das merkt man. So, ach, bei Männern scheint es in Mode zu sein. Ja, rote Juwele finden wir hier jetzt eher weniger in den Häusern. Warten wir mal ab, was wir da noch kriegen. So, dunkle Gasse soll man angeblich meiden. Da kommen wir nämlich hier raus. Ich lebe mein Leben mit Spaß und Fried. Du hast das Juwel der Kraft gefunden. Aha. Habe ich anscheinend nicht hier. Was ist mit euch zwei? Wo ist er dann hier? Einer von der Sklave ist entkommen. Hast du ihn gesehen? Nee. So, sprich und sag mal, wo ist Juwel sei dein Lohn? Ich lüge und kassier. Ich warne dich, versuch nicht mich zu belügen. Habe ich das Juwel jetzt so dafür gekriegt? Nö. Du musst ja anscheinend wirklich einer verpetzer. Du hast Heilkräuter gefunden. Aber moralisch, ups, hey. Weil das die Stadt, wenn euch euer Leben lieb ist. Reizende Gegend hier. Definitiv, muss ich doch schon sagen. Gefällt mir richtig gut hier. Also in der Stadt gibt es offensichtlich auch irgendeine ganz, ganz böse Seite. Niemand bietet dir so eine tolle Show wie ich. Bleib hier und staun. Huch. Ups. Okay. Ja, der wollte wohl einer auf Feuerspeier machen und dann ist sowas passiert. Reizend. Wo er hier gerannt ist, kann ich allerdings nicht sagen. Sieht's dann hier aus. Ah ja, genau. Da ist ja mal ein Speicherpunkt, den ich gesucht habe. Weil ich wollte eigentlich hier dann mein Cut setzen. Hier in Städte können wir uns nicht in andere Leute verwandeln. Da bleiben wir immer der Willi. So, ich mag speichern, genau. Und bin an der Stelle jetzt bereit, mein Cut zu setzen, ihr liebe Leute. Wir sehen uns dann übermorgen wieder, wenn ihr wollt, zu Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.